Bisher in Generation Zero Guerrilla. Grandpa, Grandma, what's going on? I'm scared. I don't know what to do. I'm at the church. It's me again. Of course you guys aren't home. What were you thinking, Tidius? If you ever hear this, or if the police hear this, please, help me. I'm at the Iboholmen church. So, jetzt müssen wir wieder verstecken. Anyone down there? Oh, thank goodness. I'm upstairs by the organ. I'm in pain. I need help. Und somit Christi zurück zu Generation Zero. Wir sind hier nun bei der Kirche Iboholmen und rauschen nun hierher zu der Jäger, zu dieser Nebenmission, und dann spazieren wir gemütlich dort um, schauen uns alles an, was wir finden, und hier sollten wir auf einen Hunter treffen, wenn ich richtig liege. Passt, laufen wir los, und sollte ich wieder mal zu kurz sein in der Folgenlänge. By the way, I just wanted to say thanks for finding me and for making the area a little safer. Don't want to think about what I would have done without you. Ja, und sollte ich wieder mit der Folgenlänge zu kurz sein, werden wir wieder was ranschneiden. Die alte Bettan. Das hätten wir auch noch. Siehst? Finde und erreiche Saltheim. Aber das will er nicht. Ich mache jetzt mal den Quagel. Genau. Das ist dann diese Richtung, oder? Ja. Dort erwarten uns natürlich auch wieder Hunde, sehr klar. Natürlich ein sehr tierliebes Spiel, gell? Dam, bam, bam. Und ja, ich entschuldige mich für diesen Brei, gell? Aber wie du siehst, anders klappt das Spiel bei mir nicht. Aber im Endeffekt, das hat so, wie sagt man, so ein Old-School-Look. Weißt du, so nicht perfekt, aber dennoch kannst du spielen. Ich weiß nicht, wie ich sonst anders erklären soll. Was ich aber vergessen habe in der ersten Episode zu erzählen, wir werden fast nur Missionswege ablaufen, gell? Das ist ja das Gemeine an dem Spiel, weißt? Du brauchst für die Hauptgeschichte oder für die Geschichte an sich selber brauchst du Zeit und Geduld. Ja, wie gesagt, ich entschuldige mich für diesen Brei, für diesen grafischen Brei, aber
für das, was ich vorhab, da jetzt in diesem vorerst letzten Durchlauf, reicht's. Pfui auf. So. Warte mal kurz, wie viel Vollmantel. Genau, die Wuffis. Wuff, wuff. Haben wir überhaupt Dings mit? Einen. Na super. Ich kann ja das Hitler noch nicht einmal machen. Naja. War ich wieder zu gierig. Da war ich zu gierig. Au. Wo ist er denn? Ich brauche eine Deckung, Baby. Ich vergiss immer, dass man auf Guerilla spielen lässt. Machen wir noch eins. Der lässt sich nicht anlocken. Hat er seinen Kollegen jetzt mitgenommen? Ja. Warte mal, wo ist denn der dritte? Der dritte war da irgendwo. Da liegt nix. Da ist der dritte, genau. Da ist nix, da ist auch nix. Hui! Da ist nix. Da haben wir gesagt, war auch nix, gell? Dann da hinten schnell rein. Hä? Aha. War gut. Keiner weiß, was ich da jetzt mitnehmen hätte sollen, aber mein Gott. Was war denn das jetzt? Ihr Herzschlag. Sehr gut, Mäuser. Nehmen wir das Radio mit. Schau. Der Jäger, abgeschlossen. Jawohl, das klappt dahin. Jetzt einmal. Aber wer weiß wie lang? Warte mal kurz. Radio nehmen wir mit. Dann dieses Erste-Hilfe-Set. Das nehmen wir mit. Pipi fein. Weiter geht's. Super, wir können da glaube ich gar nicht rein. Ich hab das Schlösserkacken nicht knackt, klappert. Naja. Epsa. Schauen wir mal. Wir werden Chance finden. Allerdings. Mäuser. Boah, das ist schon Stufe 2. Na, Fischherst, warte mal. Ergänzungen. Zack, brack, zack, brack.
25 Teilmantel. Ja, mehr haben wir nicht. Ja, ich glaube, für unsere Zwecke wird es reichen. Oh Gott. Ja, wenigstens zoomen. Boah. Militärklasse. Schau. Du kleiner Arsch, du. Da vergiss ich grad meine Liebe zu Hund. Dir sag es. Ah, da war jetzt da nur ein Tick, gell? Na gut, das ist eine lästig, nur. Versteht zwar nicht, was ich den Scheiß noch mitnehm, weil wir eigentlich nichts dergleichen machen. Aber in Scherengarten werden wir noch ein bisschen mitnehmen, was die Sachen angeht. Oben aussehen, schauen wir mal. Haben wir schon. Was so eine faule Sau. Der liegt da oben dumm. Auf Österturn spielen sie mir das Lied vom Tod. Und nein. Da, also, naja. Diese kleinen Rotzlöffel. Ah, da. Da bin ich schon mal gespannt. Bei den ersten Hunter haben wir mit der Möller auch hingekriegt. Ja, komischerweise, ich habe jetzt auf die niedrigsten Einstellungen und das Spiel geht. Ich meine gut, wir sind jetzt nur im Scherengarten. Aber oben aussehen, ich glaube, ich werde oben hinaus wieder meine Kontenance verlieren. Was hat ihr Herzschlag? Ach so, mein Gott. Mädel, scheiß dich nicht an. Geh kack. Fertigkeiten. Super, da bin ich ein bisschen entfernt davon. Wurscht. Das merkst du. Für das bist du verantwortlich, nicht ich. Was ist das? Wir nehmen da noch eins, wir haben ja genug. Ja, dann kommt der Hunter auf der anderen Seite. Da ist nämlich auch so ein kleines Feldweg, weißt? Was jetzt so ähnlich wie ein Feldweg ausschaut. Boah, das ist darstellende Kunst mal anders. Ich habe wieder einen Hund. Ah, da sind wir unterwegs. Weißt, vielleicht macht mir das Spiel so Spaß, mal schauen. Weiß ich nicht. Wow.
da ist irgendwo ein Tick. Wo haben sie den Kleinen eingebaut, hä? Naja. Ha! Da wird's heiß am Schlüpper. Okay. Da rauf. Haha. Klebstoff. Aus. Den nehmen wir einfach mit. Da darf man nicht viel mehr dumm. Ja, wie gesagt, ich werde das wieder so machen, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Ich werde einfach wieder ein bisschen aufnehmen und dann werde ich Folgen aneinander schneiden. Genau. Oh. Naja. Ich kam hier etwas vom Weg ab. Sag mal, wo ist denn da jetzt wirklich der Weg? Naja, da hinten fangen wir wieder an. Da irgendwo. Bingo. Und da müsste jetzt irgendwo der Hunter stehen. Aber da brauchen wir aber eh gleich dich. Der müsste da irgendwo eingebaut sein. Bingo. Nein, habe ich nur den Teilmantel mit. Schau. Kruzifix, ich krieg das Maschinengewehr nicht runter. Ich sehe aber auch nicht, wo die Kugel hingeht, das ist das Problem. Was das, wir gehen mal einen Schritt noch für. Du kleiner Trottel, du. Jetzt da. Dankeschön. Du Pudel.
Pudel, du. Da zeigte dir der Pudel seine kleine geile Nudel. So, das nehmen wir mit. Ist da irgendwas Wichtiges? Nö. Also das machen wir schnell einen kleinen Abstecher dahinter. Damit man mir nicht nachsagen kann, wieso schaust du dort nicht hin? Upsa! Wie habe ich in einer Episode vom eigentlichen Let's Play einmal gesagt, erst Mädel, du hast da Ästhetik, dich würden ja nicht mal dich würden ja nicht einmal Roboter vögeln. Das habe ich gesagt, genau. Und es geht da weiter. Okay. Also, merke dir, wieder ein Eintrag ins Buch, der Weg war umsonst. Genau. Hui! So, wie weit haben wir es denn noch? Jetzt sind wir aber da bald einmal fertig. Und dann kommen wir schon nach Yttervik zurück. Da werden wir das Ganze mal beenden. Und dann schneide ich im Endeffekt im hinten ran noch was zu. Und das passt, gell? Da bist du mit mir einer Meinung, ne? Ja, ja, sicher. Laufen, 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 mein Schatz. Laufen, 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 laufen. Ich weiß sowas aus der Geschichte, was du nicht weißt. Wenn du dich mit der Geschichte nicht befasst hast. Mhm. Und drum darf ich auch so reden mit ihr. Laufen, 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 laufen. Jawohl, wir sind in Yttervik, Yttervik, Yttervik. Da ist es. Hui! Ah, schön. Hui! Aber wie heißt ein altes Sprichwort so schön? Achso, der Weg geht da vorbei. Ja, ist da irgendwas? Weißt du das zufällig? Also, das werden jetzt da mal in Yttervik. Werden wir jetzt mal einen Zwischenstopp machen. Und demnächst oder nachher gleich schneide ich da was zu, weil ich dann wieder was aufnehme. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir so weit sind. Genau. Hui! So da. Yttervik, Baby. Ist da schon irgendwas nachgespannt? Na. Na, das war jetzt ganz gespannt, ehrlich. Okay, Baby. Ist da. Jetzt kommt zum ersten. Wo ist denn da die Plünderer? Ist der oben? Hä? Das ist ja ein Unterschlupf, oder? Mal so wurscht. Passt. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Na, bis gleich, wenn ich was ranschneide. Baba dabei. Raise the glass and oh, the night is gone and so there's a light that leads into our world. A place to be unknown, discovered by my own. Raise the glass and sing along.
Und somit grüßt zurück zu Generation Zero. Wir sind hier in Bauernhof Steinhager oder am Bauernhof Steinhager und heute machen wir uns auf den Weg hier die Straße entlang, schauen uns hier um und spazieren dann in Richtung Saltheim zum Bunker. Genau, Entschuldigung, dieses Rumgeschniefe und Rumgeschnaufle, aber momentan immer vor jeder Aufnahme fängt die Nase an zu rinnen. Genau, die wunderschönsten Geräusche, die du dir nur vorstellen kannst. So, wie du siehst, viel verändert hat sich an unserer Ausrüstung nicht. Das passt schon so. Fräulein Beiki. Naja, wenn sie meint. La, na, 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 na. Momentan kann ich da nicht viel über die Geschichte erzählen, weil wir uns erst wieder einige Etappen freispielen müssen. Hier ist ein Ticcolino. Okay, es waren 2 Ticcolinos. Dann müsste da oben irgendwo die Polizei herumstehen. Da ist der LKW. Dann ist da hinten unten irgendwo etwas, was wir benötigen würden, könnten, müssten, sollten. Aber den Rest schauen wir uns dann an, wenn wir soweit sind. Ach so, da hinten die Ticks. Ja, die interessieren mich jetzt aber eher ein Schaß. Danke, Spiel. Wir nehmen mal alles mit. Den Rest zeigen wir dann, wenn wir es weit sind. Wie immer. Der Herr und die Frau Kunzam. Wir sie bald, ha? Die kleine Ratte. Na? So. Ich bin ja aber auch gespannt, wie das jetzt sein wird, wenn wir dann später oben rauskommen, wie sich das Spiel dann verhält, beziehungsweise wenn wir jetzt keine DLCs installiert haben, wie das Spiel dann weitergeht oder sonstiges. Ich weiß es nicht. Ich würde ein bisschen so einen Urzustand herstellen und mal schauen, ob uns das gelingt. Ja super, die Panzerplatte beim Obergeschossen. Ah, die Nasen kotzt mich schon wieder an. Sag einmal. Nicht herumschniefen, Alter. Tu irgendwas. Drecksau. Ich würde eigentlich Dings sparen, Adrenalin spritzen, aber irgendwie bin ich heute ein bisschen zu blöd zum Spielen. Kruzifix. Dankeschön. Nehmen wir alles mit, da die Nasen rinnt, das ist unglaublich.
So. Aber ich weiß, dass da unten auch noch irgendwo... Ah, da unten ist das, was ich suche. So, wir beeilen uns jetzt ein bisschen, weil sonst kriegen wir nämlich das, was ich vorhabe, nicht mehr in die Sendung einer. Oder in die Show, oder wie du das einmal nennen willst. Na komm, mach auf. Danke. Danke. Naja, das wird jetzt eigentlich nicht mitnehmen. So, Herr und Frau Polizei, ich baue mir da ein bisschen was aus für euch, gell? All right. What would Anita do, Therese? Think. Let's piece it together. We know the government issued an important public announcement on the radio on Friday morning. The outdoor siren rang, and according to the Total Defense Program, everyone is supposed to go to the nearest shelter in case war comes. Here, that would be Saltham. Then, this means they all got to safety on time before those machines showed up. Entschuldigung. Was würde ich jetzt sagen? In der Aufzählung der Ereignisse liegt Therese richtig. Leider hat die Sache einen kleinen Haken, aber das dazu später mehr, wenn wir soweit sind. Wieso ruckelt? Ich drehe bald durch mit diesem Dreck. Was macht dieses verblödete Spiel im Hintergrund? Das kann's nicht sein. Jetzt habe ich leg die nicht an. Sämtliche Einstellungen sind auf niedrig. Es ist kein einziges DLC installiert. Und das Spiel bekommt es nicht geschissen. Das ist unsagbar. Was macht dieses verblödete Spiel im Hintergrund? Ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Diesen Spielstand werden wir so gut wie es geht mit der Story durchmanövrieren. Wenn's passt, werden wir Alpine Unrest machen. Entschuldigung. Dann werden wir Alpine Unrest machen. Dann werden wir nochmal einen Reaper machen. Ich werde euch nur das Story-Video präsentieren. Und dann war es das für mich mit Generation Zero. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Sollen sie andere damit ärgern? Ich nicht mehr. Seit Wochen scheiße ich mit diesem Spiel um und dumm, dann nur, dass es einmal ein bisschen flüssigeres Spülen ist. Es kann's nicht mehr sein mit der Scheiße, ehrlich. Und na, der PC ist zusammengekramt und aufgekramt. Er sollte funktionieren. Ich habe in Fallout 4 bei weitem weniger Probleme. Und Fallout 4, da habe ich über knapp 30 Mods installiert. So. Der gute Shit, wie jeder weiß. Den gibt's beim Hofer.
zum kleinen Preis. Ah, da oben ist ein Hund, gell? Erst Mädchen so einen dicken Hintern hast, aber nicht, dass du da die Laterne umschmeißen musst. Haben wir da irgendwas? Nö. Und den gleichen Scheiß habe ich nämlich mit OBS auch. Es ist wurscht mit was für ein Aufnahmeprogramm. Kommando Omega. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Aha. Da schiebt dich glatt die Tür auf die Seite. Das ist ja wirklich... Oh. Oh. Hör damit! Jetzt muss ich mal schauen. Boah, Entschuldigung. Habe ich das genommen? Das macht ja mehr Schaden. Okay, der macht ein bisschen mehr Schaden, aber die Feierraten ist scheiße. Wurscht. Wir dann die auch da her. Boah. Wir dann die auch da her. BZW, wir nehmen die gleich und ballern uns gleich mit der weiter durch. In der Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. So. Da ist ein Wauzi oder so irgendwas. Aber wow. Dankeschön. Aha. Ah, da ist er schon. Wie so ein Sieg rein da. Also und zwar. Ja, ja. Hast du recht, Lautzel. Schau, wie er sich geil hinterm Dings versteckt. Hinterm Traktor. Bam, 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 bam. Schau. Alter, ich bin zu blöd halt, dass ich triff. Leck mich doch an den Arsch. Und deppert verstecken. Nicht hängen bleiben, Strudel, Nudel. Du Geile. Ja, ja. Reg dich nicht so auf. Ich werde was anderes probieren in der nächsten Aufnahme. Und zwar, ich werde einfach mit der Aufnahme ein bisschen warten
ein paar Minuten, bis sie Spiel angefangen hat. Und werde dann losspielen, genau. Ich bin ja mittlerweile prädestiniert im Thema Improvisieren. Mhm. Roland, are you home? You gotta help me. I'm in the castle. I've been hearing some weird gunshots in the distance, and no one is picking up in Salthamn anymore. Gösta once told me that you guys have a lot of hunting stuff at your place, right? Oh, never mind. I'll drive over now. Hier nehmen wir die Geschichte rund um die Anita auf. Zum ersten Mal. Aber nicht lange. BZW waren wir das letzte Mal an der Stelle. Warte mal kurz. Wo ist das? Na, da herum. Ich glaube, da herum ist das Stickel. Was da dieser eine Konvoi, wo ich dir erzählt habe, dass dieses Funkgerät herumsteht. Log, Nebenmission. Der Weg nach Saltham. Finde und erreiche Saltham. Ein Werkzeugkasten der Andersons. Hä? Er gehört Leonard und den Besitzer und Bauernhof Stenhager und den Eltern von Anita Sjögren. Okay. Da wo ich dir erzählt habe, dass dort das Militär die letzte Spur von der Anita aufgenommen hat, beziehungsweise dass die Anita verschwunden ist. Wenn wir aber dann oben aus in das Gebiet kommen, wo die Geschichte kryptisch wird, und die Geschichte wird kryptisch. Jo. Da kriegt sie dann nämlich schon einen leichten Touch von Science Fiction. Mhm. Und ich weiß nur, was ich rede. Ich baue gerade das Story-Video zusammen. Also, puh. Und ehrlich gesagt, das ist eine Herausforderung, das Video. Verlassener Anglersteig. Anglersteak, ja. Alter, am besten ist ich gelegen. Danke, Spiel. Ja, da unten haben wir zig Materialien, was wir vielleicht brauchen könnten, tun wollen, sollen. Punkhose, ja. Adrenalinspritzen, immer gern. You should be coming up on the bridge pretty soon. The town's on the other side. There's really neat cinnamon buns at the bakery, too. Don't forget to use your field radio if you... Hey, you're breaking up a lot right now. There seems to be a big source of interference near you. Mädchen, unser Charakter kann nicht reden, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Er ist nur ein Produkt. So. Und das habe ich jetzt nicht sarkastisch oder rabenschwarz Humor gemeint. Es ist so. Aber das wirst du alles noch sehen, wenn wir uns in der Geschichte vorarbeiten. Ja. Im Prinzip sind wir ein Ablenkungsmanöver. Nein, eigentlich nicht. Aber ich will jetzt viel verraten. Du wirst alles noch erfahren. Ah, der ist kaputt. Da hat's dem doch gerade die Sicherung rausgehauen. Na super klasse. Alter, das Spiel ruckelt sich an over. Ich weiß nicht, was gerade angenehmer wäre. Wenn sich das Spiel einen runterruckelt oder ich mir einen runterhole. Ich weiß nicht, was angenehmer ist. Naja. Okay.
Relais-Antenne. Wie viel sind's denn? 4 Stück. Uiuiui. Wisst ihr, was ich mich frei? Wenn wir einen Panzer haben. Bewaffnet mit einem Panzer. Ah, da. Mein Gott, da habe ich noch 4. 1, 2, 3, 4. 5. Das sind 6. Alter. Mädel. Mädel. Du Schlauch in Menschengestalt. Toll. Spiel. So. Duck dich, Mädel. Au! Grutze, fix du! Das Scharfschützengewehr ist ja für den Hugo! Ah Gott, da! Hey, ich bin schon wieder ungeduldig. Taugt mir nix. So. Aber auch nicht blöd, haben wie er sich gleich eine andere Stellung sucht. Dass er mich flankieren kann, der Kleine. Kruzifix. Ah Gott, du, ich bin jetzt blöd zum Ballern, ehrlich. Schau, falsche Tasten drucken. Ah! Ah Gott, du. Schau, was ist denn heute los? Ich weiß nicht, irgendwas passt halt nicht. Irgendwie, naja. Boah, du, ich sag das. Wir schauen, dass wir jetzt in den Bunker kommen und dann hör ich auf für heute. Dann schneide ich 2 Episoden zusammen und fertig. Ah, da ist noch einer schon. Auf den hätte ich jetzt glatt vergessen. Auf dieses Wauzili. Komm her. Naja. Schau, irgendwas passt halt nicht. Ich muss aufhören. Ich muss für heute aufhören aufnehmen. Ich habe zwar heute noch nichts aufgenommen. Aber
Irgendwas passt mir halt nicht. So. Ich sitze unbequem, der Kopfhörer sitzt scheiße. Ja, wissen wir schon. Nice. I'm hearing you a lot clearer now. It was really choppy before. Seems the thing you destroyed was sending out some kind of radio signal. Dass sowas gibt, Mädchen, wirklich, es ist, sensationell. Ich werde den Scheiß heute irgendwie noch schauen, dass es heute noch render, dass du das dann in Ruhe anschauen kannst. Und ich bitte um Verzeihung für diese grandiose Leistung heute. So. Ja, wird jetzt Zeit, dass es beendet, die Episode. Hinein in den Bunker, hinunter. Was? Hinunter in den Bunker, unter, was? Hui! Gibt's da irgendwas? Nur einen Brenner? Werden jetzt da die zwei Autos noch looten? Nein, das machen wir das nächste Mal. Ich würde jetzt da in diesen Bunker. You still don't see any people around. Really? God. Where do these machines come from? And why are they trying to kill us? Do you think a foreign country declared war on Sweden? Good job on skipping history class, Therese. Good job. So. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Dann nehmen wir uns noch dieses Bäumle mit. So, jetzt habe ich dann ein paar Tage wieder Ruhe vor Generation Zero. Dann kann ich in der Zwischenzeit wieder mal Qualitativeres aufnehmen, was nicht ruckelt. So. 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 Also das ist das Problem. Wenn ich mir nicht selber noch die Aufgabe gesteckt hätte, dieses verblödete Story-Video zu machen, weil mich die Story so fasziniert, hätte ich ja schon längst aufgehört. Weil dieses Dahingeruckel geht mir auf die... A dead person? No! How did these ticks get in there? No, 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 no. Was hat sie? Ich würde sagen, die Ticks sind unser geringstes Problem. Wir sollten uns eher grazil die Frage stellen, was zu all diesem geführt hat. So, mein Kleiner. Achso, wir brauchen Strom. So, it's really empty. That can't be. Where did they all go? Ich weiß es nicht, mir auf die Nerven. So.
Wir benötigen Strom. Strom, Strom. Alright, I'm leaving now. I'll meet you at the shelter soon. Maybe it makes no sense if they're all gone, but I don't care. I'm coming. Ja, das gefällt mir, dass Please, du kommst. tell me that you're finding any clues in the bomb shelter. Anything at all. Das machen wir das nächste Mal. Eigentlich, ich persönlich brauche eigentlich eh nichts erzählen. Ich weiß ja, um was geht. Aber ich muss ja dich immer wieder auf dem Laufenden halten. Eben damit du später weißt, wie der Storyverlauf weitergeht. So fair muss ich schon sein. Was haben wir da alles? Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts, da haben wir nichts. Kleiderhaken, super toll. Zack. Brack. Bla bla blub. Da ist nix. Da haben wir eine Tasche. Danke. Da haben wir dich, da haben wir dich. Ein Hinweis verrät, dass die Mitglieder der Zivilverteidigung das richtige Passwort besitzen. Suche nach Informationen über Mitglieder der Zivilverteidigung. Das ist in Saltheim zu erledigen in der nächsten Aufnahme. Genau. Allerdings. Mit Popanz von links, warte mal. Da. They got evacuated from there. Right. The Saltam Civil Defense must have coordinated it. So, if you have their addresses, check their houses. Try to find some documents or something. Das war auch in meinem Sinne, Therese, aber erst in der nächsten Aufnahme, habe ich schon gesagt. Weil ich lasse es für heute lieber, bevor du jetzt noch mehr Blödsinn verzapf und verstrudel. Siehst du, wir haben ja genug Gewicht, was wir da einlagern können dabei. Wir lassen da eine. Das da mal weg, 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 das. Das werden wir dann alles später, wenn wir die dementsprechende Menge haben, wenn wir das später dann ein bisschen zerstören. Den nehmen wir mit. Weg. Das ist so richtig, warte mal kurz, das ist so richtig ungewohnt, weißt, wenn's da alles erst erarbeiten musst. So. Denke mal, da war da einer tun. Und da haben wir dich, das lagern wir auch da dabei. Das können wir später vielleicht recyceln, wenn wir mehr brauchen. Entschuldigung. Ja, eins wollte ich noch machen mit dir, bevor ich mich dort da verplappel und verpruppel. Was ist denn das für eine Waffe gewesen jetzt? Ah, wieder nur ein Möller. Na, ist wurscht. Was? Mit unser Inventar ein bisschen reinlicher bleibt. Da machen wir uns, wie viel haben wir denn eingesteckt? 31 für die einfachen dabei. Wir werden, Kruzifix, du! Wir werden das nächste Mal, durch Saltheim looten. Dann müsste eigentlich irgendwo die Mission mit der Burg aufploppen. Schießübungen. Log. Und sobald diese Mission aufploppt, du siehst, da werden wir noch ein bisschen was zu tun da. Das lese ich das nächste Mal vor. Wir werden uns diesem Part hier widmen. Und dann treibt uns schon da in Richtung Bunker Westland runter. Da herunter. Da weiter. Da weiter. Da hinauf.
Und dann sind wir eh schon da unterwegs. Und ab da wird unsere Reise eine kleine Wende nehmen. Wir werden uns einmal einen Fertigkeitenpunkt vergeben. Siehst du, wir sind schon bald einmal beim nächsten. Haben wir da jetzt schon alle Punkte? 1, 2, bin mir da gar nicht so sicher. Wir brauchen jetzt Schlösser knacken auch. Jetzt da. Komponentenschaden. Schlösser gacken und die Munitionserhöhung. Das brauchen wir als nächstes. Jetzt haben wir das. Dann die 2. In Komponentenschaden. Da haben wir eigentlich... Genau, also Wissbegierde. Da machen wir weiter. Da. Und dann geht es schon da um ein Stück ein bisschen was und da werden wir ein bisschen was machen. Genau, dass wir dort hinkommen zu der Balance in puncto Level, dass wir eigentlich gut dabei sein dürften. Ja, ich Planbaum öffnen. Warte mal. Die Schuhe, die Jacke. Das Hemd und die Hose. Okay. Und irgendwo, da waren 8 Punkte zu vergeben. Jetzt stellt sich nur die große Frage. Da braucht man Notfallsignalfackeln. Das sind aber nicht die selbstklebenden, oder? Na, das sind die aus Lockmittel. Da sind die Batterien. Da müssten wir her. Standard. Die Dietriche können wir herstellen. 8 und 10. Super. Ja, da werden wir das so machen. Da kaufen wir uns die Dietriche. Oh. Vogeldunst. MP haben wir noch nicht. Obwohl. Vollmantel. Ja. Nehmen wir noch die Vogeldunst dazu. Detailmantel, Posten. Vollmantelmonitor. 5 Punkte. Ja. Teilmantel, Posten. Kruzifix. Du. Vollmantelmuni herstellen. Genau. Da haben wir dann die 44er. Da haben wir das, ober. Passt. Das ist alles für Scharfschützen. Was haben wir denn da noch? Ah, da haben wir dann schon noch mehr. Da haben wir zu wenig Punkte dafür. Das müssen wir das nächste Mal angehen. Gut. Also dann. Ich wünsche dir was. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich in der nächsten Ausgabeaufnahme. Baba. Ah, Entschuldigung nochmal für den Scheiß heute. Du hast ja gemerkt, es ist wieder mal alles zusammengekommen. Baba.